klasse Atmosphäre heute in diesem Stadion. Beide Mannschaften haben sich bisher so ein bisschen eingetastet in diese Saison. Von daher gesehen könnte das heute für beide ein richtungsweisendes Spiel werden. Auf jeden Fall, Tom, das Stadion erstaunlich gut gefüllt. Die Fans halten ihrer Mannschaft die Treue und ich hoffe für die Zuschauer, dass die Mannschaft das auch belohnt, indem sie besonders gut spielt. Also das wird eine richtig packende Auseinandersetzung. Und vorerst ist die Gefahr gebannt. Ich glaube, das war eine richtige Entscheidung. Es gibt Freistoß. Und das sieht gefährlich aus. Ja, das sieht schon klasse aus, wie der den Ball mit dem Kopf weiterleitet. Gut gemacht. Ja, der hat das Talent, der hat die Technik. Er weiß, wie man es macht. Jetzt müsste er flanken, Anspielstationen sind da. Und der Kopfball sorgt erstmal für Ruhe. Ja, und das sah gut aus, wie er den Ball da geklärt hat. Also der Ball scheint ihm förmlich am Fuß zu kleben. Das ist unglaublich. Also Freistoß gibt es auf alle Fälle. Und jetzt warten wir ab, ob es darüber hinaus auch noch die gelbe Karte gibt. Klare Sache für den Schiedsrichter, er zeigt gelb. Boah, nach dieser dummen gelben Karte muss er sich für den Rest des Spiels aber zurückhalten. So, kurz geklärt und schon den Gegenangriff eingeleitet. Ja, was macht denn da der Schiedsrichter? Der sagt weiterspielen, entscheidet kein Foul. Und die Entfernung war beträchtlich, trotzdem kommt der Ball an. Und wie genau flankt er? Und jetzt können sich zunächst mal die meisten der Fans hier im Stadion freuen. Die halten es mit der Heimmannschaft und die ist jetzt in Führung gegangen. Ah, das ist Weltklasse Fußball. Was für ein Tor. Und haben sie blitzschnell von Abwehr auf Angriff umgeschaltet. Und nach knapp 14 Minuten hier schon der erste Jubel. Tor. Das war ein richtiger Zuckerpass. Da waren die Zuschauer schon aufgesprungen. Fast alle hatten den Ball drin gesehen und er bringt die Fingerspitzen noch dazwischen. Gefährlich. Und der Verteidiger stand genau in der Schussbahn, fälscht den Ball ab. Ja, das sieht gut aus. Keine Karte, okay, aber Freistoß muss er natürlich geben nach dieser Grätsche. Ja, da wird der Trainer mit Grund. Den muss er jetzt verwandeln. Ah, das sieht ganz gefährlich aus. Nutzt er die Chance, flankt er jetzt. Ja, der Ball war nicht nur lang, sondern auch genau gespielt. Jetzt bin ich mal gespannt, ob er die Möglichkeit nutzt, um zu flanken. Jetzt hat er den Platz. Ja, und so hat der Torwart erstmal souverän geklärt. Ein langes Zuspiel hier, klasse. In der eigenen Hälfte ist er wieder im Ballbesitz.
Und er findet den freien Mann. Er köpft den Ball aus dem Strafraum. Ja, das war ganz sauber gemacht. Klasse. Achtung, jetzt brennt's. Hat nur noch den Torwart vor Augen. Und das war ein wunderbarer Befreiungsschlag hinten aus dem eigenen 16. Klasse gespielt. Ja, das ist einfach super. Ja, gefällt dem Trainer. Gute Partie, gutes Niveau in dieser ersten Halbzeit und man kann den Sieger schwer vorhersagen. Unfaires Zweikampfverhalten hier. Da kommt er auch zu spät. Der Ball war ja schon längst weg. Da hat er Glück gehabt, dass er nicht noch gelb gesehen hat. Und da zeigt er Übersicht und spielt den Ball lang und genau. So, jetzt stellt sich die Frage, was stellt er mit der Möglichkeit an? Er hat im Prinzip alle Optionen. Ja, wenn er mit der Grätsche wenigstens den Ball getroffen hätte. Aber er geht nur auf den Gegenspieler und der Schiedsrichter gibt Elfmeter. Und im Friedrich will er schießen. Flach, platziert. Ja, besser geht's ja kaum. So, beide Mannschaften haben je ein Tor erzielt und dann steht es logischerweise zur Pause 1:1. Ja, das ist natürlich traurig. So ein gutes, schnelles Fußballspiel und so viele Verletzte. Hoffentlich geht das nicht so weiter in den zweiten 45 Minuten. So, es geht weiter mit der Partie hinein in den zweiten Durchgang. Ja, und wie er den Ball da weiterleitet, sofort, das sieht schon gut aus. Und nach diesem üblen Foul gibt es Freistoß. Ja, klasse, wie er da genau richtig steht und den Ball locker aufnimmt. Weg mit dem Ball. Ja, und dafür hat er das Auge. Klasse gespielt. Ja, schönes Zuspiel jetzt. Raus mit dem Ball, nur raus aus dem Strafraum. Und so soll das aussehen. Ja, und da könnte sich jetzt eine Möglichkeit ergeben. Ja, da gibt es ja überhaupt kein Durchkommen. Ja, da spielt er den Ball weit nach vorne, findet seinen Mitspieler. So, jetzt alles nach vorne, heißt die Devise. Hoch in den 16er. Ah, der sitzt! Oh, das ist unglaublich. Diese Technik. Ein klasse Tor. So, und jetzt musst du diese Führung irgendwie über die Zeit bringen.
beim Weltklasse-Dribbling. Wie macht er das überhaupt? Ja, grünes Foul und Sie sehen es, der Schiedsrichter greift schon in die Tasche. Und der Schiedsrichter greift in die Tasche und gelb. Das ist Verwarnung Nummer 2. Hoffentlich geht das nicht so weiter. Also unfassbar, wie der den Ball überhaupt noch rausgeholt hat. Und im Training haben sie sich darauf spezialisiert, auf gefährliche Eckbälle. Schauen wir mal, was daraus wird. So, das hat er sich natürlich ganz anders vorgestellt. Oh, das war die Chance, hier den Ausgleich zu machen, aber der Ball fliegt doch weit am Tor vorbei. Die Abwehr steht wie eine Eins. Albiol. Achtung, genau in den Lauf. So, den Platz hat er, wenn er jetzt noch eine gute Flanke schlägt. So, mindestens eine Auswechslung steht bevor. Das scheint so gut festzustehen, denn wir sehen, die Spieler machen sich da am Spielfeldrand doch schon intensiv warm, bereiten sich auf einen Einsatz vor. Ja, beide Trainer bringen jetzt nochmal einen frischen Spieler. Schauen wir mal, wie sich das auf die Partie auswirkt. Nur raus damit, einfach weg aus der Gefahrenzone. Ja, das sieht gut aus. Der Abwehrspieler blockt den Ball ab. Ja, und jetzt muss er neue Impulse setzen, der Trainer. Und womit macht man das? Mit einer Auswechslung, bringt einen frischen Spieler auf den Platz. Genau in die Arme des Torhüters. Ganz weiter Ball vom Keeper. Und die Fans fragen sich jetzt kurz vor Spielschluss, passiert da noch was? Und es gibt ja kaum jemand, der den Ball so in den Strafraum hineinspielen kann wie er. So, jetzt gibt es die Möglichkeit, aber da kommt der Torwart. Klasse gemacht. Ja, und der Keeper spielt den Ball weit übers Feld. Ja, was wird er sich denken? Wenn der den Ball nicht haben will, dann nehme ich ihn halt. Ist doch logisch. Technisch sauber sein Kopfballspiel. Und jetzt gibt es hier noch 2 Minuten Nachspielzeit. Der Verteidiger kann klären. Oh, ein brutales Foul. Ich weiß nicht, warum der Schiedsrichter... So, Ausschluss vorbei. Das Spiel ist gewonnen und da kann man im Prinzip nur gratulieren. So, Tom Bayer sagt, Dankeschön, liebe Zuschauer, für Ihre Aufmerksamkeit und vielen Dank natürlich auch an Sebastian Hellmann.